The Legend of Crocs, Breath of the Wild. Willkommen zurück, Freunde. Ja, manchmal fragt man sich schon, was ist eigentlich das eigentliche Ziel des Spiels? Geht es darum, die Verheerung Ganon aufzuhalten, oder geht es darum, alle Crocs zusammenzufinden? Irgendwie, letzteres scheint schwieriger zu sein, ganz ehrlich. So. Hallo Kleiner, ich hab dein verdammtes Schwert. Antikes Schwert? Toll, darf ich das mal sehen? Bitte, bitte, bitte. Klar, will dafür auch Kohle haben. Ja, das ist es. Es ist antik. Und das Obererzähle. Dankeschön. Oh, ich habe was für dich. Diamond. Alles in Ordnung. Wenn du gezeigt hast, Ober so sicher auch. Mach's gut. Oh, wir haben es geschafft, Gott sei Dank. So. Das ist für Nummer sicher. Okay, Freunde, dann hätten wir die Quest auch abgeschlossen. Perfekto. Dann geht's weiter mit der nächsten Quest hier oben und das Chronicles 2, nee, das ist was anderes. Das machen, glaube ich, erst nachdem wir das große Gebiet vom Firewall noch erkunden. Wobei, so groß ist es gar nicht. Also doch schon, aber wir kommen relativ gut vorwärts. Erstmal noch das Traumhaus abschließen. Die Maske reagiert hier schon. Ist die irgendwo auf dem... Ja, irgendwo hier drauf? Oh, kommt gar nicht da hoch, krass. Wobei, das müsste ich irgendwie sehen, war wenn der hier wäre. Wo könnte wohl der Krog sein? Egal, finde ich schon noch raus. Irgendwann, irgendwo, irgendwie. Weil da ist er nicht. Da wäre ich schon mal. Und sowieso grandios abfucken, wenn er plötzlich hier wäre. Ne, hier ist er nicht. So. Also dann, ihr zwei. Wir haben noch ein bisschen was. Brauchst du etwas für mich? Und dann werde ich tun. Wandhalterungen. Ich kann zahlen. Nur Bares ist Wahres. Ja, komm. Alles klar. Indem man um die Wette schreit, brüllt, sonst was, kann man also einen Kunden beeindrucken. Interessant. Ja, Problem ist, muss ich mir erst angucken, was gemacht wird, bevor ich das nächste machen kann. Ja, ist eine Wandhalterung, schön. Ist nicht die einzige hier. Wandhalterung. Gibt es noch eine für? Noch eine Bogenhalterung. Alter, wie viele gibt es denn davon? Wobei, ich glaube, es sind 3 pro Stück, war kann das sein? Also pro Sorte. So, geht's mal rund hier. Das ist unsere Firmenphilosophie. Jeder Nagel wird mit Liebe eingehämmert. Ach, ich spüre die Liebe bis hierhin. Ja, ich blicke gerade, soll ich echt da mal irgendwie einen Bogen da an die Wand hämmern? Ich meine, ein Chimera-Bogen würde vielleicht mal cool aussehen, war? Ein Tigerbogen vielleicht auch mal. Ich kann den mal ausrüsten, zack. Antik. Chimäre. Das müsste der Falkenbogen, der Adlerbogen sein, genau von Revali. So. Jetzt habe ich wieder nur die hier, der ist im Bogen, aber auch dringend neue Bögen. Das mit Angriffskraft plus, Haltbarkeit, Angriffskraft im Falkenbogen, ja. Das ist noch ein Bogen mit Haltbarkeit, aber, okay, nehmen wir den hier. So. Ja, müsste doch ein Schildbogen sein. Schildhalterung. Was packen da für ein Schild drauf? Was ist etwas für mich? Wandhalterungen, Schildhalterung. Ja, nach müssen wir alles haben und dann müsste die große Überraschung geschehen. Hoffe ich zumindest. Oh. Hi.
Muss man sich auch mal reinziehen, weil die stehen bzw. sitzen den ganzen Tag von meinem Haus rum, die leben nur von der Arbeit an meinem Haus. Ich meine, so viel mache ich jetzt daran auch nicht. Unglaublich, wir haben es geschafft, Freunde, wir haben alles. Das war wirklich alles. Na, Glatz in der Jugend. Eine komplette Sammlung zu feiern, gebe ich dir einige Möbel dazu. Aha. Toda, bitte! Alles klar, Chefchen! Wir brauchen eine Pause. Sind aber trotzdem noch da. Ja, Freunde, das Haus ist fertig. Was ist genau Neues passiert? Ja, guck mal. Überall noch ein bisschen mehr Licht. Jetzt haben wir hier sogar, können wir uns hinsetzen, Kaffeepause machen, Kaffeekränze machen. Hier haben wir ein kleines, geiles Lager, wo wir natürlich nichts davon mit interagieren können, was ein bisschen schade ist. Hier oben auch schön, hier ein paar Bilder, ja gut, hier noch ein paar Bücher und so weiter und so fort, sogar ein Teppich. Hier ist kein Krog, ich wollte gerade sagen, wäre ein bisschen crazy gewesen. Und, jo. Hier mit den Waffen, da fehlt eh noch eine Waffe, und das war die von Urbosa. Und dann sagen wir da ein Schild, das kriegt denn da, warte mal, ein Hühnerschild, Sonnenschild, der ist ja auch von Urbosa. So, meinen antiken Schild kann ich jetzt wieder neu machen, aber so ein Krenierenbogen, das ist natürlich ein Zeichen von Stärke. Ja, Mann. Also, mir findet, macht schon was her, ja, hier, wenn irgendwie Würzregal und so. Aber, also, wenn wir damit interagieren können und so, nee, nichts, einfach als ein Deko. Ist aber trotzdem cool. Was mir halt fehlt, ist noch eine Halterung für die Rüstung. Warum gibt es so etwas nicht? Ich meine, klar, der Platz wird ein bisschen kleiner geworden und so. Aber, mein Gott, haben wir noch irgendwie, ja, doch auch noch was machen können, oder? Rein theoretisch, dass man hier dran geht, nicht erstmal nehmen muss und direkt sieht, quasi mit Y eine Info hätte oder auf X oder keine Ahnung, welche Taste. Sowas fehlt mir hier ein bisschen. Muss ich leider zugeben. Ist aber eigentlich noch ein Holzschieber, eigentlich sowieso nicht. Ich habe ja einen Donnerhelm. Ach, egal. Gut, damit wäre diese Quest auch abgeschlossen. Ich muss ganz kurz mal gucken, wie viele Quests haben wir jetzt eigentlich schon? Alter, der Fleischfresser. Ein bisschen hoch, Scrolling. Ja. Es sind ein paar Quests. Ich habe sicher nicht alle, um Gottes Willen. Da wird sich vermutlich noch, keine Ahnung, vielleicht aber 20% der Quests, wenn überhaupt. Aber wir haben ein paar. So. Dann hier oben, mit Rivali müsste der Flug dorthin eigentlich klappen. Mit Rivalis, tagheftige Unterstützung, dann mal kurz Holzbündel abgeben. Will ich auch noch gerne ein paar Mineralien verkaufen, weil uns geht langsam sicher die Kohle aus. Also sprich so Rubine, Saphire, Diamant und so weiter, aber jetzt echt schon viele. Und dann mal gucken, ob die Quest bereits zu Ende ist, noch irgendwas Leichtes zu machen ist. Ansonsten weiter mit den Schreinen. Die müssen wir noch beschreinen. Habt ihr was gehört? Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gehört. So. Dann sind wir also hier. Da vorne ist die Quest. Da vorne ist auch diese wunderschöne, grandiose Stadt. Und hier habe ich Rivalis. Aua! Ich hier sogar noch ein Feld vor lauter. Ah, doch. Die ganzen Wächter, war. Ich glaube, sogar ein Teil davon lebt immer noch. Oder wieder. Die spawnen wieder mit der Zeit, ja. Ui. Wow. Alter. Verdammt knapp, aber. Okay, gut. Dummstar, tut mir leid, ein bisschen gedauert. Was hast du wohl mit dabei? Jo. Bitte haben. Klar doch. Wir haben eine große Hilfe. Jo. Was nächstes? Ja. Noch eines Museum, das kaufen gehen, was man zum Leben braucht. Das ist ein anderer Logistik, ein Kämmerland, das Wissen, nötige Verbindungen. Und einen Laden eröffnen möchte. Logistik? Ja, so finden. Ach ja, noch etwas. Was denn auf da enden? Ja, wie es der Zufall will, habe ich, glaube ich, vor 2-3 Parts irgendwie was erzählt, von wegen, hey, der Typ wäre doch eigentlich noch perfekt hier.
Ich müsste mich schwer irren, wenn es nicht der ist. Weil eben, wie bereits erwähnt, es sind ja alles die Typen, die irgendwie so, ja, nicht gerade faul, aber halt gelangweilt und nicht ausgeglichen oder so, wie auch immer. Halt da sitzen und sagen, na, ich würde gerne das machen und so, aber es geht bei uns nicht. Hä? Wo könnt ihr das bloß machen? Wo mal in der Welt könnt ihr das bloß machen? Tja, hier. Im sogenannten Interartendorf. So. Hey Rivali, alles klar da oben? Okay, gut. Ich bin noch ganz kurz auf Besuch hier. Zu Besuch hier, weil ich komme eh bald wieder. Wo war die jetzt? War die auf der anderen Seite? Die war glaube ich nicht am Flugplatz, oder? Ne, da unten. Verzeihung. Peter. Gelöst. Guten Tag, ich habe das geglaubt, meine Mutter so satt. Einen Laden aufmachen, wenn ich der Chef bin, dann alles öffnen. Tabula Rasa vielleicht? Tabula Rasa? Was ist das? Ich bin ganz so. Nicht Tabula Rasa, Tabula Rasa. Verstehe. Nur durch eine Krockmaus kann man dich schlecht verstehen. Verstehst du? Nö. Akala, ein Stück weit von hier. In der Welt gehen. Es ist das Ende der Welt. Von hier aus gesehen. Gutes schönes Fest. Ich versuche doch mein Glück. Ran für den Laden sammeln. Danke für den Rat. Dann war ich ja vorbei. Tschüss. Und da geht er von dannen. Tja, Freunde, was aus dieser Quest wird, das erfahren wir erst später. Ich weiß, im Fiesen so, aber hey, Cliffhanger müssen sein, denn ich will ja noch ein paar Schreine machen. Wie können sie anders sein? Wir machen weiter mit dem Shada-Ada-Schrein. Ach, ich liebe es, wenn sich alles so zusammenfügt. Das ist eigentlich sowieso das Geile in so Open-World-Games. Du denkst so, da kommst du erstmal einen Ort an, du triffst so Personen, und dann kommst du zu einer Quest und denkst dir, ja, ich kann mir vorstellen, wie man was und so machen kann. Aber es geht noch nicht, dann gehst du weiter durch die Welt und denkst nach anderen Orten, hast nach anderen Theorien, denkst an andere Personen. Und dann, hey, das könnte ja mit der Anfangsquest klappen. Du kannst so kombinieren und plötzlich kombiniert das wieder mit der neuesten Quest und so. Das ist eigentlich alles geil. Was mache ich überhaupt? Hallo? Ich will die Quest sage ich schon, den Schrei machen. Ja, im Prinzip ist es auch eine Quest. Wenn man denn so will. Seither, ich müsste eigentlich locker noch 2 Schreine hier schaffen. Wolflink! Ja, wollte ich eigentlich auch mitnehmen, aber ganz ehrlich, wenn ich die ganze Zeit Schreine mache und hin und her teleportiere, bringt es natürlich nichts. Da ist natürlich Wolflink ein bisschen fehl am Platz. Okay, hier muss ich arbeiten. Och nö, Windspiele schon wieder. So, die verborgene rote Wand. Was? Okay, da bewegt sich. Okay, da muss. Hä? Komm ich bekannt vor? Hatten wir das nicht schon mal? Ich den wegnehmen, dann geht der Wind bis da hoch. Das ist nur die Frage. Brauche ich den eventuell hier hinten? Der eigentlich nicht, brauche ich eigentlich da oben, damit ich hochkomme. Oder um den Weg zu versperren. Das wäre die andere Variante. Nee, wir können ihn einfach dahin platzieren und dann. Was brauche ich den hier? Ich glaube, die Truhe da oben. Hätte ich jetzt primär gesagt, da kommt man gar nicht so hoch normalerweise. Das geht auch nicht. Ja, interessant. Mal ganz kurz. Nee, das geht so nicht. Was kann ich mit dem Magnet, Stasis? Ja, das einfrieren wäre natürlich sowieso eine Idee gewesen. Oh. Wollen die mich verarschen? Deswegen die geheimnisvolle rote. Aber wieso rot? Wieso ist der rot? Wegen Magnetmodul? Ja, war ja eigentlich nur noch das Stasis-Modul. Damit er da nicht irgendwie. Bei ganz ehrlich, also. Aha.
Muss mal gucken, wie schnell ist überhaupt. Na, fast. Ja, weil wie gesagt, ich habe das Stasis-Modul, die kann da auch zur Not mal ganz kurz noch reinschließen. Was ich eigentlich eh machen wollte, Moment, hochwerfen kann Link ja nicht. Dann erstmal das Modul schnell aus. Okay, das war's. Hä? Verarschen? So, erstmal das hier. Ein Eisgroßschwert, ja, kann man machen. Was soll uns das bringen? Ich meine, ja, ich kann ihn wieder wegnehmen, das ist von dem her kein Problem. Und dann komme ich per Wind darüber. Ach du Scheiße. Das ist aber nicht dein fucking Ernst. Gerade zurückgelangt, ja, danke schön. Ach du Scheiße. Ja, schön. Ich soll da oben stehen und dann... Warte mal, ist nicht... ist ja nicht magnetisch, scheiße. So. Aber hier können wir was machen, okay. Okay, wenn er hier ist, geht er automatisch nach unten, was durchaus auch Sinn gibt. Kann ich ihn... nein! Na, scheiße. Ist ja nur die Frage, ich kriege das hin, dass der bis dahin geht und dann zurückprallt. Alles automatisiert, wunderbar, gar kein Thema. Kann ich den von da aus stoppen? Da kann ich, da denke ich jetzt gerade falsch, ich könnte auch... Ja. Also gerade vielleicht kann ich es ja auch irgendwie so aufhalten. Ah, so würde theoretisch gehen. Nur wie kommen wir jetzt da hoch wieder? Okay, das geht auch. Bin leider bereits... Nein, 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 nein. Und das nicht gegen das natürlich auch nicht, wa? Hä? Aber da echt so eine große Reichweite? Nein, schon wieder. So. Weil ich mit dem Zeit- oder beziehungsweise mit dem Stasis-Modul so eine große Reichweite habe, kann ich dann einfach da runterrollen lassen und dann Stasis-Modul zur rechten Seite das Ding blockieren und dann war's das. Ja, bin richtig.
Oh, Schweingard. Da hatte gerade scheiße Kisten noch im Weg. Interessant, muss man so sagen. Faszinierend. Verzeihung, störe Sie gerade beim Beten? Sie haben so eine demütigende Haltung. Demütige, nicht demütigende. Du hast meine Prüfung gemeistert, endlich bist du hier, mich zu erlösen. Vielen Dank, anhand meines Bartes siehst du, dass ich schon mehrere tausend Jahre alt bin. Ich verleihe dir so eine Währung, weil du so geil bist. So geil ist auch wieder nicht. Das ist Nummer 10. Mein Dienst erfüllt. Ciao. Das war eine seltsame Prüfung. Sehr, sehr seltsam. So viel dazu, also noch 2 in diesem Part hinkriege. Ja doch, komm, eine kriege ich locker noch hin. Und dann, nächster Part, Tabula Rasa. Ich weiß ja nicht, ob man da schon Tabula Rasa machen soll und so. Ja. Wäre zwar eine Idee. Gaoma Asa-Schrein. Nachher haben wir schon mal alle normalen Schreine hier oben. Dann haben wir eben noch die 2 Rivali-Schreine. Aber ich würde gerne noch die restlichen Schreine hier finden. Das heißt, 2, 3 Stück sind es noch. Was dann aber ziemlich sicher in der nächsten Folge passieren wird. Ja, 94 Schreine. Krass, ey. Kann es sein, dass echt noch 25 normale Schreine hier versteckt sind? Auf 10, 15 kann man vielleicht noch, aber auf 25? Ja gut, Wenn pro Region vielleicht noch mindestens einer fehlt, plus eben die paar, die ich erwähnt habe. Dann Falvoni bereits auch schon mehrfach erwähnt, fehlen mir sicher noch 5, 6 Schreine, dann könnte es schon langsam aber sicher 25, oder waren es 110 Schreine? Wäre natürlich cool, aber oh nee, ist wieder eine Stärkeprüfung, leck mir doch am Arsch. Ah, wieder schwierig oder was? Alter, was haben die hier mit ihren schwierigen Prüfungen? Was ist denn das? Marschwert bringt natürlich nicht sehr viel. Metall? Ne, kann man nicht mehr. Nehmen wir die Dinger. Ein antikes Schwert, so. Ja, selbst auch antik. Walkenbogen von mir aus nehme ich hier nach so einen antiken Schild. Bin ich ja selbst ziemlich antik. Ja, volle Power, komm. Drei schwere Kraftschreine hier oben. Alter, da wird es doch bekloppt. So. Jetzt erwarten wir. Oh, sorry. Wobei, hier hätte ich wieder Wasser, wo ich wieder so Türme bauen kann. Ich habe es gar keine schlechte Idee. Mann! So, ein bisschen Varietät reinbringen. So, bam, bams, bams. Schon wieder? Oder kommt er jetzt mit? Er flippt wieder mal aus. Dafür reicht eigentlich ein normaler Pfeil. Hä? So, jetzt aber. Ah, damit hast du nicht gerechnet, wa? Nee, du haust ja nicht ab, ey. Oh mein Gott, er explodiert.
Tschüss. Arsch mit Ohren. Ist doch immer wieder das Gleiche mit den Typen. Sie wollen es einfach nicht kapieren. Sie wollen es einfach nicht. Ja, ich weiß, weil Waffentasche gleich voll, aber das Teil ist eh im Arsch. So. Nehmen doch mal eine Wächterachs mit, wa? Wir haben zwar eigentlich... Nee. Nee, Lanze, komm. Das haben wir schon und Lanze aber relativ wenige. Passt. Ich bin auch nicht so mit Lanzentyp, wa? Aber schadenmäßig relativ wenig abbekommen. Gefällt mir. Kann ruhig so weitergehen. In der nächsten Folge dann Diamant oder was? Oder kriegen wir einen Königswein in der Haltbarkeit 2 plus? Muss mal gucken, was haben wir hier so? Angriffskraft so, aber natürlich ist eine andere Haltbarkeit. Ich glaube, der andere ist sogar besser. Wie war das schon wieder? Welche Haltbarkeit ist besser? Der hier, der gelbe oder der? Logischerweise muss der andere besser sein. Weil es 2 Pfeile nach oben sind. Vermutlich deswegen. Oder? 2 Pfeile ist der gelbe Haltbarkeit, der andere ist der andere halt. Passt. So. Hallo, lieber Wächter. Oh mein Gott, du hast gemacht, du bist der wahre Held. Ja. Der sind wir. 11. Jo, einen Schrein nach vorne, nachher gehen wir noch ein paar Herzen holen. 3 Stück an der Zahl wären das. 3 weitere Herzen. Schildschlittern. Ja, fehlt auch noch, stimmt. Muss mal gucken. Und das noch machen. Wir sind ja eigentlich relativ in der Nähe, wa? Also von dem her könnte man es eigentlich mal versuchen. Ne? So rein theoretisch und so. Aber egal, ich mache jetzt erstmal oder bringe mich jetzt erstmal in Ausgangsposition für die nächste Folge. Da wir immer noch auf Schreinsuche sind mit 95 Schreingemeister. Perfekto. Wieder mal frostig arschkalt hier oben. Und ich hoffe, es ist einer der letzten Kraftprüfungen mal schwer gewesen. Ich meine, es ist nicht wirklich schwer für uns, ist natürlich schon klar. Aber es sind halt trotzdem ein bisschen lästig Dinger. Weil eben mittlerweile haben wir eine relativ gute Strategie und zum Schluss einfach draufhauen wie ein Bekloppter. Das geht immer. Ich würde gerne erstmal hier hingehen. Ne, warte mal, stimmt gar nicht. Da wir jetzt da sind, die nächsten Schreine müssen irgendwo da unten noch sein. Ich kann eigentlich hier einfach bergab. Also, insofern. Ja, hier ist ein Cocky Weiß, hat er schon mal erwähnt, aber... Ja, bin ich irgendwie langsamer? Aha. Doof. Doof von mir. Moment. Schneeschuhe, dann, ich weiß, der kalt, ich weiß, Link, ich weiß, du frierst gerne und so, deswegen machen wir so, perfekt. Hallo Link? Klettern. Link! Hä, zum kalten Klettern noch was? Hä? Er kann ihn nicht klettern. Muss zu kalt sein, kann man sich anders erklären. Oder ich habe das Spiel glitscht. Das ist die andere Variante. Vielleicht da oben der Krog oder so, aber nee. Okay, dann haben wir noch den Schild hier. Zack und oh oh. Nein, nicht heute. Nicht heute, Ganon! Sogar der falsche. Da runter muss ich. Gar nicht sauer. Nein! Okay, ist jetzt gleich richtig übel. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Doch könnt ihr auch mal auf den Schuhen sein, werden das? Okay. Puh, wir vorbei.
war nix. Freunde, sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen hier bei Breath of the Wild. Nächste Folge werden wir also ein bisschen runtergehen hier. Wir haben sowieso noch mindestens einen Schrein zu entdecken. Hier müssen noch weitere sein und so weiter und so fort. Gibt noch ein paar Dinge zu tun. Bis dahin, tschüss.